Guten Abend miteinander. Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen und freue mich mega, heute mit dir wieder darüber nachzudenken, was uns Gott mit dem Gebet parat hat. Es ist mega cool, wenn man einen Schatz finden darf. Ich meine jetzt nicht nur einen Schatz als Schatzli, so liebemäßig, sondern wenn man etwas entdeckt, das mega wertvoll ist, was man vorher einfach noch nicht gesehen hat. Und ich hoffe, du hast in den letzten paar Wochen, in den letzten paar Predigten, die wir zum Thema Gebet hatten, bei uns in der Gemeinde, bei uns im Connect auch, so Perlen entdecken. Ich stelle mir vor, es ist mega cool für so einen Perlentaucher, wenn er nach viel Aufwand, nach vielem Einsatz, das ist übrigens recht gefährlich, so eine Muschel findet, die aufmacht und eine wertvolle Perle entdeckt. Und genauso dürfen wir Perlen entdecken. Eine Perle, die ich für mich ein bisschen entdecken durfte, war in den ersten 2 Gottesdiensten, wo der Stefan hervorgehoben hat, dass es beim Betten nicht darum geht, dass ich bei Gott einfach meine Bestellung abliefere, sondern dass Gott mit mir eine Beziehung leben will. Dass es beim Gebet darum geht, dass ich mit meinem Daddy, mit meinem Papi, mit meinem Vater reden darf. Gott will nicht meine Wunschfee sein, wo ich einfach sage, hey, ich will das und gib bitte. Aber was er möchte, ist mit mir und mit dir in einer Beziehung unterwegs sein. Auch in den letzten 2 Predigten haben wir so Perlen entdecken. Zum einen haben wir gesehen, wie Gott so viele Verheißungen gibt, so viele Sachen, die er uns versprochen hat mit dem Gebet, im Zusammenhang mit dem Gebet, die uns motivieren sollten und uns auffordern, eigentlich zu sagen, Gott, ich möchte dir glauben. Ich möchte das ernst und ich will mich bewegen. Mich hat da extrem herausgefordert, dass Gott sagt, ich antworte. Das war für mich so eine Perle in Jeremia 33,3, wo wir angeschaut haben, wo Gott sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Es hat damals noch keine Handys gegeben übrigens. Gott sagt, ruf mich an, komm zu mir und ich werde antworten. Das hat mich extrem beeindruckt, als ich das nochmal gehört habe. Man weiß es zwar, aber irgendwie habe ich gemerkt, das möchte ich ernst nehmen. Ich habe einen Gott, der nicht einfach nur hört und eventuell antwortet. Nein, er antwortet. Ich weiß aber auch, dass er nicht immer so antwortet, wie ich es will. Und doch motiviert mich das extrem, wenn ich weiß, ich habe einen Gott, der antwortet. Wisst ihr, zu was mich das motiviert? Zum Betten. Ein Beispiel. Unsere kleine Tochter, die jetzt da gerade reinmarschiert, ich will nicht überschauen. Nein. Sie hat im Moment ein bisschen Verdauungsschwierigkeiten. Und so war es, dass sie 2 Tage lang nicht ihr grosses Geschäft machen konnte. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du was? Gott interessiert sich auch für die kleinen Sachen und die hat jetzt Bauchweh und jetzt beten wir für die Kleinen. Und ich habe wirklich geglaubt, dass Gott etwas machen kann. Wir haben gebetet, die Hand auf den Bauch gelegt und gesagt, Gott, lass doch jetzt die Chiara in den nächsten 5 Minuten ihre Sachen rauslassen. Wisst ihr, was passiert ist? Die ist fast explodiert. 5 Minuten später hat es einfach Boom gemacht und aus allen Windelritzen ist es rausgekommen. Auf eine Art mega cool, auf eine andere Art natürlich ein bisschen doof. Andrea ist drunter geguckt. Und was dann ganz cool war, 2 Tage später, ist wieder die gleiche Situation, es war wieder verstopft und wir haben gesagt, hey, weißt du was, wir beten. Und wir haben gebetet und 5 Minuten später hat es wieder gepatcht. Und das ist mega cool, das hat mich mega ermutigt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass wir das 3. Mal vorgestern auch wieder probiert haben, und hat es nicht geklappt. Es war dann ein ganz dummer Moment, wo wir bei jemandem zu Besuch waren und es war dort alles rum, aber egal. Aber Gott erhört Gebet. Aber wenn ich das nicht glaube, will ich gar nicht beten, auch für so Pipifax-Zeug. Man könnte sagen, ja Gott, was interessiert jetzt der Bauch von der Chiara? Gott interessiert es und er antwortet. Gott wünscht sich, dass wir uns an ihn wenden. Das ist ihm so wichtig, dass er Paulus veranlasst, um zu sagen, das Erste und das Wichtigste, was die Gemeinde auffordert, ist das Gebet. Also wenn du etwas wissen willst, was Gott wichtig ist, dass du zu ihm kommst im Gebet. Das ist absolut das Wichtigste für Gott. Und mir ist da so eingefahren, dass genau für das hat Gott alles gegeben. Er hat Jesus auf die Welt geschickt, um für uns zu sterben, um am Kreuz zu verrecken, wenn man es ein bisschen anders sagen will, damit wir die Beziehung zu Gott haben dürfen.
Also Gott ist das so wichtig gewesen, dass er von seiner Seite nicht einfach sagt, hey, das erste und wichtigste ist das Gebet. Nein, Gott hat bewiesen, indem er Jesus geschickt hat, seinen geliebten Sohn, damit er das aufmachen kann, den Weg zu ihm, dass wir zu ihm einfach kommen dürfen. Und er hat uns einfach die Türen geöffnet, bis Paulus an anderer Stelle schreibt, dass wir zu ihm kommen dürfen, jederzeit. Du darfst einfach zu Gott, dem Daddy, kommen, jederzeit zu ihm auf den Schoß hocken und sagen, Gott, da bin ich. Wir haben eine offene Tür, die Gott geöffnet hat, indem er seinen Sohn für dich und mich hat sterben lassen. Und das ist jetzt auch ein bisschen die Zusammenfassung von den letzten paar Predigten. Wenn wir das jetzt so anschauen, müssen wir eigentlich total motiviert sein, um zu sagen, hey, ich habe einen mega coolen Gott. Und ich möchte eigentlich, wie der David gesagt hat, die ganze Zeit bei Gott hocken und die Zeit einfach mit ihm chillen und geniessen. Aber, und jetzt kommen die Abers. Vielleicht ist das bei dir gar nicht so. Du bist vielleicht motiviert gewesen mal, hast viel probiert, hast gebetet und dann zählt dich einfach irgendwie nicht da. Vielleicht sagst du, hey, mir fehlt überhaupt die Beziehung zu dem Gott. Ich weiß gar nicht, wo der ist, ich weiß gar nicht, von was der da oben schnurrt. Und vielleicht hast du nach einem Lager gesagt, hey, ich möchte jetzt einfach Vollgas geben, ich will jeden Abend beten und jeden Morgen und jeden Moment eigentlich. Und dann hockst du am Morgen vor deinem Bett, so geht es mir amigs, nicht vor dem Bett, aber auf dem Sofa. Und dann hocke ich dort und will beten und habe einfach eine hohle Bier und es kommt mir nichts in den Sinn, außer die Arbeit, die ich am Tag habe. Oder vielleicht denkst du, ich wollte mal im Büro beten, aber du hast so viel Zeug und so viel Stress und du merkst, dass es Abend geworden ist und du hast vergessen zu beten. Du hast gar nicht an Gott gedacht. So geht es mir ganz häufig. Und es kann auch sein, dass du dich ganz häufig überhaupt nicht danach fühlst zum Betten. Du hast gar keine Lust. Es gurkt dich an. Du denkst, ja gut, was bete ich eigentlich? Wo kommt das an? Hört der Gott überhaupt? Wenn du die Frage vielleicht schon mal gehabt hast, möchte ich dir eins sagen, du bist nicht allein. Ich glaube, jeder Christ hat irgendwo die Frage in sich hinein, jeder Mensch kämpft das. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man über das auch nachdenkt. Und darum wollen wir heute das Thema anschauen, beim Betten blockiert, wie kann ich frei beten? Ich weiß nicht, wie es dir gerade jetzt geht. Ich kann mir vorstellen, dass du schon häufig in deinem Leben einen Anlauf genommen hast und so richtig motiviert bist und einfach hast gedacht, jetzt gebe ich Vollgas und dann hat es Touch gemacht. Leider hat der Ton gefehlt. Du nimmst einen Anlauf und rennst einfach gegen eine Wand wie der Hund. Du hast es leider nicht in einer besseren Qualität gefunden. Du hast einfach so Situationen in deinem Leben, wo du denkst, jetzt packe ich es dann und dann macht es einfach. Und das tut weh. Das frustriert. Das gibt einem nicht Lust, um das nochmal zu probieren. Ich weiß nicht, ob der Hund nachher noch so motiviert weitergerannt ist. Es kann sein, dass wir uns manchmal wie vor so einem Prellbock fühlen, von so einer Rampe, die vor uns steht und wir haben keine Ahnung, wie wir dort drüber kommen. Und wir möchten uns jetzt gerade Zeit nehmen. Oder beziehungsweise ich möchte dir Zeit geben, dass du dir überlegst, was sind so die Sachen, die dich blockieren, wo du reinrennst, wo du merkst, ich komme da nicht fürschen mit Gott. Du hast einen Zettel bekommen, der meiste Stuhl hat einen Schreiber und sonst musst du teilen mit dem Nachbar. Du hast jetzt 1 Minute, 2 Zeit, um dir einfach aufzuschreiben, was sind die Sachen, die mich blockieren in Bezug auf Gott. Wo sind die Momente, wo ich denke, hey, da komme ich überhaupt nicht fürschen. Vielleicht hast du auch einen mega Frust. Du darfst dir das alles aufschreiben. Und die es buchen, da können auch dort schauen, es hat dort noch ein paar mehr Fragen, wo steht zum Beispiel, was sind Sachen, die mich ablenken? Was sind die Sachen, die dich frustrieren? Was sind Zweifel, die vielleicht dich verhindern, zum Gott zu kommen? Vielleicht auch kurz überlegen, wo sind die Momente gewesen, wo du Gott ganz intensiv erlebt hast. Nimm dir jetzt Zeit, um das zu überlegen, wo bin ich blockiert? Wo habe ich vielleicht im Moment wie der Hund, wo ich Anlauf nehme, völlig freudig und nachher einfach reinrenne in die Wand. Also nicht, vielleicht sind ja viele Sachen in den Sinn gekommen, vielleicht ist da gerade nichts in den Sinn gekommen, vielleicht bist du gerade blockiert, um etwas über das Blockiertsein zu schreiben. Aber ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, dass wir irgendwie Eindruck haben, Gott ist nicht so da. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und jetzt vielleicht denke ich, ja gut, der Dani, der wird sicher nicht so ein Problem haben. Das ist noch spannend. Ich habe mir überlegt, was so meine Gründe sind sehr ähnlich wie die der Stefan in seinem Buch drin hat.
Zum einen, etwas, was mich manchmal blockiert, und gerade auch in den letzten paar Wochen, wo ich merke, Gott ist mir irgendwie so weit weg. Ich spüre nicht so. Ich bete zwar, oder probiere es mindestens, immer wieder, und denke, Gott, wo bist du jetzt? Jetzt hast du so lange nichts mehr so deutlich zu mir geredet. Was mir mega schwer fällt, ist, mich zu konzentrieren. Am Morgen tue ich meistens die Bibel lesen. Das finde ich wirklich mega cool. Und dann finde ich, ja, ich wollte auch noch mit Gott reden. Und keine Ahnung, wenn ich das am Schluss mache, nachher kommt er zum Morgen, denke ich mich schon immer als der Rest. Und dann fange ich an zu beten und plötzlich denke ich, ja, weißt du was, jetzt gar nicht essen. Ich habe Mühe, mich zu konzentrieren. Und manchmal habe ich wirklich keine Lust zum Betten. Ich denke, hey, es wäre so viel cooler, mit Gott einfach da zu haben. Und nicht einfach so zu reden. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ganz viele von diesen Beispielen, die ich jetzt da gebracht habe, von mir selber, haben mit den Gefühlen zu tun. Ich spüre Gottes Gegenwart nicht. Ich bin nicht so in der Stimmung. Und ich glaube, es wäre manchmal anders, wenn ich mich anders fühlen würde, um mit Gott zu reden. Hey, wenn Gott so neben mir wäre und so in dieser Tunnelstimme würde reden, wie man es in der Bibel hört, dass alles so vibriert und ich sage Gott, hey, hallo, und Gott sagt, und hey, das wäre doch cool. Vielleicht hat jetzt nicht so eine wüste Stimme, wie ich jetzt gerade gemacht habe, aber wenn Gott spürbar nahe bei mir wäre, wenn Gott einfach akustisch würde antworten, wäre es doch ganz anders. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Es ist nicht so. Wie gehen wir um mit unseren Gefühlen, die durchaus ganz wichtig sind? Die Frage ist, sind sie ein guter Ratgeber, wenn es ums Betten geht? Sind die Gefühle die uns steuern sollen, die mich steuern sollen? Ist es wirklich sinnvoll, dass ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse? Etwas, was mir immer wieder schon mega geholfen hat, ist, dass ich mir immer wieder klar geworden bin, auf was möchte ich mein Leben bauen. Und ich habe mich schon lange mal entschieden, ich werde sicher nicht auf meine Gefühle machen. Was nicht heisst, dass ich Gefühle wichtig finde. Ich möchte euch das kurz an einer Zeichnung verdeutlichen. Und ich möchte mit euch von unserem Leben reden, als wäre es ein Haus. Jetzt mal schauen, ob ich das anbringe. Das Haus, nennen wir das Lebenshaus von einem Better. Und etwas fehlt am Haus im Moment. Nämlich eine Grundlage, ein Fundament. Jedes Haus in der Schweiz hat ein Fundament. Und die sind zum Glück recht gut. Man hört immer wieder von anderen Ländern, wo es Erdbeben gibt und ganz viele Leute sterben. Das ist manchmal nicht immer so, weil es so ein krasses Erdbeben war, sondern weil die Häuser so schlecht gebaut sind. Und die Leute einfach drunter kommen. Und die Frage ist jetzt, wenn ich ein Haus bauen will, und ich habe keine Ahnung von Hausbau übrigens, wenn jetzt da jemand drin hat, der sich nervt, Entschuldigung. Wenn ich ein Haus bauen will, brauche ich ein Fundament. Es braucht etwas, was drunter ist, wo das Haus, das Lebenshaus von einem Better hebt. Und was sind das? Und ich möchte als erst einen Punkt bringen. Und wir graben tief und gehen erst nachher richtig Haus. Als erstes möchte ich da Tatsachen platzieren. Tatsachen, auf die kommen wir nachher noch kurz, sind die Sachen, wo Gott gesagt hat, so sind es. Wo Gott in seinem Wort, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel in der Verheißung gesagt hat, das und das verspreche ich dir. So ist es. Das ist die Realität, die man in der Bibel findet. Und die Frage ist jetzt, wie kommt das in Verbindung mit meinem Lebenshaus? Und da sagt die Bibel etwas ganz Einfaches. Es braucht GT. Alle guten Autos haben doch so ein GT dran. Oder coole Autos. Glauben und tun. Und das gehört zusammen. Die Bibel sagt, dass wir glauben an die Tatsachen. Und Glauben heisst nichts anderes als tun. Darum ist es vielleicht gut, wenn wir da Beinchen anmalen. In der Bibel gibt es keinen Glauben, der nicht mit Tun verbunden ist. Und dann komme ich ein Fundament über und dann, wenn ich glaube, dann kommt etwas ganz Cooles.
Gefühl. Aber es darf nicht so sein, dass ich sage, ich baue mein Lebenshaus auf Gefühl auf und hoffe dann nachher, dass alles gut kommt. Jesus selber hat das mal verdeutlicht in einem Wort, das er gesagt hat, und das kennen wir alle, in Matthäus 7,24, da steht, er hat gesagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, der baut sein Haus auf felsigem Grund. Jeder, der meine Worte hört, die Tatsache erkennt, aber nicht nur einfach sagt, ich weiß es jetzt und dann habe ich es begriffen, sondern sie tut, der baut sein Haus auf Felsen. Der nur viel weiß, der hört, aber nicht danach lebt, sagt Jesus, der baut sein Haus auf Sand. Und da muss man nicht studiert haben, dass man weiß, dass jemand, der sein Haus auf Sand baut, das hebt nicht. Es geht darum, dass wir glauben und handeln, basierend auf die Tatsache, auf die Verheißung, die die Bibel uns gibt. Dass wir auf das zurückgreifen, was Gott uns gegeben hat. Und er hat uns so viel gegeben. Das heisst, weil ich glaube, weil ich vertraue, will ich beten und nicht darum, weil ich mich irgendwie fühle. Mir ist ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge immer wieder vor Augen haben. Wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn du mit Jesus unterwegs sein willst, darfst du dein Lebenshaus nicht auf Gefühl aufbauen. Sonst wirst du wie so ein Blättchen sein, das einfach hin und her geworfen wird vom Wind. Du brauchst einen Glauben, der in Taten sich zeigt, der auf diesen Tatsachen basiert, die die Bibel uns zeigt. Und dann, wie gesagt, werden Gefühle folgen. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe die Tatsache geglaubt, dass Gott etwas machen kann an meiner Tochter. Ich habe geglaubt und ich habe gebetet. Und Gott hat etwas gemacht. Und ich habe mega coole Gefühle nachher. Natürlich haben wir nachher Füße putzen und alles Zeugs. Aber es war für mich ein mega cooles Erlebnis gewesen. Und es war nicht einmal so schlimm gewesen, als es beim dritten Mal nicht mehr so geklappt hat, wie ich gerne gehabt hätte. Ich dachte, das wäre jetzt ein ganz der Hammer, wenn es jedes Mal so geht. Aber ich habe gewusst, Gott hat gehandelt. Ich habe geglaubt an die Tatsache, im Wissen, dass Gott ein grosser Gott ist, der nicht muss einfach alles machen, was ich bestelle. Weil Gott ist nicht einfach unsere Wunschfee. Und trotzdem habe ich gemerkt, Gott lässt sich auf so kleine Sachen auch ein. Und das motiviert. Vielleicht ein anderes Beispiel. Draussen regnet es. Du schaust aus dem Fenster und denkst, es regnet. Und du weißt, du musst raus, arbeiten. Und da ändert es jetzt nichts, ob du gute Gefühle hast oder nicht. Du musst aus dem Haus raus, musst arbeiten, musst in die Schule. Und was ich jetzt da glaube, oder deine Taten? Du zum einen glaubst du, dass der Regen nass macht. Das heisst, du musst dich irgendwie dagegen schützen. Nimmst einen Regenschirm mit. Du glaubst daran, dass der Regenschirm dich schützt vor dem Regen. Und darum nimmst du den, sonst würdest du den nicht so nehmen und dann so tragen. Du weißt auch, dass man es so trägt, oder so, spielt ja keine Rolle. Und dann spazierst du raus und kommst arbeiten und es ist einfach cool gewesen, du bist nicht nass geworden. Oder? Was macht jetzt der Gefühlschrist? Der schaut aus dem Fenster und denkt, oh nein, Gott hat mich nicht lieb. Und ist total frustriert. Und dann sieht er den Schirm und schaut ihn an und sagt, oh nein, der hebt sicher nicht, ich werde ja trotzdem nass. Und er geht ins Bett, geht nicht arbeiten und erlebt nicht, dass der Schirm ihn durchaus trocken behalten konnte. Auf Gefühl hören ist in vielen Aspekten von unserem Alltag, ist uns logisch, dass es nicht immer so Sinn macht. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, weiss nicht warum, haben wir manchmal den Eindruck, Gefühle sind die bestimmen. Dann bleiben wir frustriert daheim, mit dem Schirm in der Hand und glauben nicht, dass der uns helfen kann. Und gehen nicht in den Regen raus und weil wir Angst haben. Und verpassen das Erlebnis, um zu sehen, der Schirm, der hebt. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass du ein Gerät hast, ein mega cooles, und der hat jemand gesagt, da muss man einstecken, damit es funktioniert. Und du sagst, oh nein, ich glaube nicht daran, meine Gefühle sagen mir, dass, wenn ich jetzt das da einstecke, funktioniert das nicht. Und du steckst es nicht ein. Und es guckt dir an, dass das Gerät einfach nicht funktioniert. Und Gott hat so in seinem Wort ganz viele Tatsachen gegeben.
eine Tatsache gegeben, die gesagt hat, so ist es. Und du musst die in Anspruch nehmen, das nehmen und einstecken und du wirst erleben, dass Gott etwas tut. Du wirst erleben, dass Gott antwortet, auch wenn es vielleicht nicht genau so ist, wie du das willst. Weil Gott ist ein grosser Gott. Er steht weit über uns. Aber Gott ist ein Gott, der gesagt hat, ich will dir antworten. Das Lebenshaus von einem Better soll auf dem Fundament der Tatsachen stehen. Und die Tatsachen findest du in der Bibel. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, die Bibel kennen. Dass wir Gottes Wort studieren, darüber meditieren, wie die Bibel sagt. Darum wollen wir nächstes Jahr die Aktion starten, wo man in der Kleingruppe oder das zweite oder das dritte sich zusammen und sagen, hey, wir gehen durch die Bibel durch, wir lesen die Bibel in einem Jahr durch. Und keine Angst, es gibt einen Leitplan und einen für Heavy Leute, also nicht für die Schweren, sondern die viel lesen können. Und wir wollen uns dran machen und sagen, wir wollen noch viel mehr in dieser Bibel sein, weil wenn du die Tatsachen nicht kennst, kannst du gar nicht die im Glauben in Angriff nehmen. Und darum finde ich das so wichtig, dass auch die junge Generation, aber genauso jeder andere Christ, an dieser Bibel festhebt und sich dran macht, die zu kennenlernen, die zu studieren. Der nicht weiss, dass der Stecker in die Steckdose gehört, der wird das Leben lang frustriert sein, dass er ein Radio hat, das nicht funktioniert. Und irgendwann rührt er das Radio fort und denkt, hey, was habe ich eigentlich da für ein doofes Gerät gekauft? Und in dieser Bibel finden wir die Anleitung, wo es steht, zum Beispiel vom Radio, nicht von der Radios in der Bibel, aber wo steht, wie wir die Sachen in Angriff nehmen können, die Gott uns bereitgelegt hat. Die Bibel sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt und vom Hören auf Gottes Wort. Und darum möchte ich dir Mut machen, dass du sagst, hey, ich möchte so ein Fundament, ich möchte die Tatsachen kennenlernen, dass ich da ansaugen kann. Mein Lebenshaus auf einem guten Fundament bauen kann. Es gibt in der Bibel ganz viele so Tatsachen. Ich möchte einfach ein paar mit euch kurz anschauen. Zum einen sagt Jesus zum Beispiel, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich durchgeht, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und eine gute Weide finden. Jesus sagt, ich bin die offene Tür. Du darfst einfach kommen. Jesus sagt nicht, all die Kuschelchristen, die sich gerade super fühlen, die gerade so in einem Lager waren, die sollen kommen, weil die habe ich gern. Nein, Jesus sagt, jeder darf kommen und ich bin eine offene Tür. Die Tür ist offen. Wie cool ist es, einen Ort zu haben, wo wir einfach eine offene Tür haben. Ich schätze das mega. Ein so ein Ort ist zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern. Das ist für mich mega cool, meine Eltern sind mega weit weg, in Ecuador wohnen sie. Und bei Schwiegereltern habe ich einen Ort, wo ich einfach sagen kann meiner Frau, hey, komm, wir fragen, ob wir heute Abend vorbeikommen zum Znacht. Und ich darf kommen, es gibt immer etwas Gutes. Und mein Schwiegervater hat mich einfach gern. Es ist noch doof, dass ich jetzt nicht mehr der einzige Schwiegersohn bin. Jetzt muss ich immer so ein bisschen kämpfen, dass ich auch der Lieblingsschwiegersohn bleibe, aber das ist ein anderes Thema. Bei Gott ist das nicht so. Bei Gott sagt Jesus, ich bin die Tür und du darfst einfach kommen. Das ist ein Wort, das da steht. Und du kannst jetzt sagen, aber ich fühle mich jetzt anders. Gott sagt, ich bin die Tür, das ist Tatsache. Und du musst im Glauben, deinem Wissen Füße geben und sagen, hey, ich will das in Anspruch nehmen. Wenn Gott das sagt, ich möchte mich auf das Abenteuer mit Gott einlassen. Ein anderes Beispiel, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt niemand als nur durch mich. Jesus hat gesagt, es gibt einfach einen Weg. Und das ist heute übrigens überhaupt nicht populär. Weil man sagt, lieber sagt viele Wege. Man kann irgendetwas sein und irgendwann, wenn die Frieden gefunden ist, ist es gut. Nein. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt einen Weg und der ist Jesus. Das ist nicht irgendeine Kirche, speziell oder was auch immer, sondern einfach Jesus. Und Jesus sagt auch, wenn du zu mir gekommen bist, dann bist du beim Vater angekommen. Wenn du ein Kind von Gott bist, wenn du ein Kind von Jesus bist, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sagt Jesus, dann bist du bei Gott, bei deinem Vater angekommen. Er sagt ganz klar, zum Vater kommt man nur durch mich. Es ist einfach cool, dass wir so einen freien Zugang dafür zu Gott haben. Und so geht es weiter. Man könnte noch ganz viele Stellen bringen. Ich möchte noch 2 bringen. Das ist der eine, wo der Paulus sagt,
Hey, nachdem wir aufgrund von unserem Glauben für gerecht erklärt worden sind, haben wir jetzt Frieden mit Gott. Wie cool ist es, wenn wir einfach Frieden haben und noch Frieden mit unserem Schöpfer. Und dann sagt er, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Hört ihr das? Wir haben freien Zugang bekommen und durch den Glauben nehme ich das in Anspruch. Es geht nicht ohne Glauben. Ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wenn du den Eindruck hast, es gibt da die Tatsachen von Gott und das da brauche ich nicht, dann ist das Haus immer noch ein Luftschloss und wird irgendwann mal abstürzen. Wir brauchen den Glauben, um das in Anspruch zu nehmen, wie der Paulus da schreibt. Weiter sagt einer, der genau über den gleichen Text geschrieben hat, im Hebräer 10,22, als Folge von dem sagt er, deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen, voller Zuversicht vor Gott treten. Weil Gott gesagt hat, du bist bei mir willkommen. Ich habe da eine offene Tür. Sagt er als Volk, dann wo dich mit ganzer Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor meinen Gott treten. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Ich möchte das nutzen, was Gott mir da anbietet. Und es gibt noch ganz viele Tatsachen. Ich könnte den ganzen Abend über das noch reden, und wir machen das jetzt nicht. Mir ist einfach ganz wichtig, dass du dir bewusst bist, du bist bei Gott daheim. Du hast einen freien Zutritt zu Gott, im Vater. Und das ist mega cool, wenn man einfach einen freien Zutritt hat. Ich weiß nicht, wie ihr euch würdet fühlen, wenn ihr einfach sagt, jemand euch sagt, hey, du hast jetzt einen freien Zutritt ins Kino. Du darfst immer gehen, wenn du willst. Nicht, dass es da gut tut, aber es wäre eigentlich schon noch cool für eine gewisse Zeit. Und da sagt Gott, wir haben einfach freien Zutritt zu Gott und wir dürfen einfach kommen. Das ist cool. Ich bin letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit Andrea unterwegs gewesen. Wir sind unter anderem dann in Washington gewesen, vor einem Weißen Haus. Und es ist ein nettes Häuschen. Und wir sind da davor gestanden und man fühlt sich dort nicht willkommen. Es hat einen Hag, dann hat es so Steinblöcke und so ein bisschen Greisgräme reinschauen, die so schwarz angezogene Männer. Und man kommt schon fast ein bisschen Lust zum Herausfordern, was passiert, wenn man jetzt da rein rennt. Das machen ja die Eintamix. Ich kann es jetzt nicht dürfen machen. Das ist überhaupt nicht freier Zutritt zum Herrn Obama. Und ich hätte noch gerne einen Kaffee getrunken mit ihm. Aber ich bin überhaupt nicht wichtig und darum ist das nicht gewesen. Aber bei Gott darf ich auch, wo auch nicht wichtig bin, einfach kommen. Ich darf einfach sagen, Gott, jetzt komme ich wieder zu dir. Und Gott hat mega viel zu tun. Und er sagt, ich bin da und ich nehme Zeit für dich. Ich weiß nicht, ob wir uns das bewusst sind, wie gewaltig das ist, dass wir einfach Zutritt haben von dem grossen Gott, der die ganze Welt, das ganze Universum, jedes Mückli und alles Wunderbare, was auf dieser Welt gibt, geschaffen hat. Und der Gott sagt dir und mir, du darfst jederzeit zu mir kommen. Und für das habe ich alles gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was mich anbelangt, ich möchte das glauben und nicht einfach nur im Sinn von ich weiß es und ich bejahe es, sondern ich möchte danach leben. Ich möchte das in Anspruch nehmen. Und ich bin noch voll am Lernen. Ich habe so viele Sachen, die ich noch nicht im Griff habe. Aber ich sage, hey, ich sehe das, was Gott für mich hat und ich möchte da hin. Und ich gehe auf die Nase, tätsche an der Wand wie der Hund und ich sage, ich stehe auf und ich will weiter. Und das Coole ist, ich bin schon einige Jahre so mit Gott unterwegs. Mit 5 habe ich mein Leben Gott übergeben. Seitdem nie mehr bereut. Und ich habe Auf und Abs gehabt, aber ich habe immer mehr erleben, wie Gott auch erlebt werden kann. Ich habe Gott erlebt und das gibt meinem Glauben auch wieder Stärke. Das füllt den Bereich auch aus. Es hilft meinem Glauben, dass ich wieder sage, hey doch, ich habe doch dort erlebt, wenn ich mal wieder das Down habe, dass Gott etwas da hat. Es ist mega cool, wenn man so mit Gott unterwegs sein darf. Aber Gefühle grundsätzlich, die kommen und gehen. Manchmal gibt es Sachen, die mich einfach angehen und denke, hey, es wäre so viel einfacher, wenn ich vielleicht nicht einmal ein Christ wäre. Dann müsste ich nicht, weiss nicht was machen. Aber dann gibt es wieder andere Tage, wo ich merke, wie wertvoll das ist und wie blöd ich bin, dass ich so Zeug denke. Tatsachen von Gott stehen fest. Wenn du etwas hast, das du haben, das dein Leben auf festem Grund setzt, dann setzt dein Leben auf die Tatsachen von Gottes Wort.
Wenn du den Eindruck hast, mein Leben ist so wie ein Sturm, es federt hin und her und ich muss jedes Mal an einen grossen Anlass gehen, in ein Lager von der Jungschi oder in ein Praise Camp, damit ich wieder so ein bisschen schwingen komme. Das ist schon cool, so alles übrigens. Mega cool finde ich es. Aber es kann nicht sein, dass wir nur so alles brauchen, um uns das Gefühl zu geben, dass wir jetzt mit Gott verbunden sind. Wir brauchen das, indem wir glauben, an die Tatsache, die die Bibel sagt, in unserem Alltag einfach umsetzen. Und eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir sagen, ich bin blockiert, ich weiß nicht, ob ich zu Gott kommen darf. Die Bibel sagt, du darfst kommen. Du hast eine offene Tür. Und eigentlich ist es nur an dir, ob du sagst, ich nehme das an oder nicht. Es hat mal einen Mann gehabt, die Geschichte habe ich erfunden, aber es gibt es vielleicht. Ein Mann, der jeden Tag gebettelt hat. Er war mega arm, hat auf der Straße geschlafen, wenn es kälter wurde, hat er sich irgendwo verkrochen. Und eines Tages ist er informiert worden, dass er von einem fernen Verwandten, den er nicht einmal kennt hat und nicht gewusst hat, wer das ist und warum er das gemacht hat, mega viel Geld geerbt hat. Er hat so viel Geld gehabt, er konnte sich eine Insel auf Panama kaufen, weil das das schönste Land ist übrigens. Und dort konnte er einfach friedlich leben und 5 Angestellte haben. Er hat alles zu Füßen gehabt, aber der Mann hat gesagt, spinnst du eigentlich? Ich glaube das nicht. Und hat weitergelebt und ist irgendwann gestorben an einer Lungenentzündung. Ganz häufig leben wir Christen so. Ich liebe überhaupt nicht so traurige Geschichten mit so Ende. Aber ich hasse so viel, wo am Schluss dann alle tot sind und ist alles vorbei. Das habe ich nicht gern. Ich habe lieber so Märchen, wo dann alle am Schluss lieb sind und der Wolf gestorben ist. Aber leider, und das frustriert mich manchmal auch als Christ, wenn ich sehe, wie viele Christen genau so leben. Sie haben all die Reichtümer, die Gott dir anlegt. Er sagt, du hast freien Zutritt zu mir. Und sie nehmen es nicht in Anspruch. Und jeder Mensch auf dieser Welt hat das Angebot da. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, du hast das Angebot für dich. Aber du musst zu Gott kommen. Und es ist traurig, wenn man sieht, wie ganz viele das einfach nicht in Anspruch nehmen. Weil sie vielleicht nicht bereit sind, ihr Leben auf Tatsachen zu bauen. Weil sie vielleicht nicht bereit sind, diesen Tatsachen Glauben zu schenken. Und so Schritt für Schritt auch in ihrer Beziehung mit Gott zu wachsen. Ich möchte Mut machen heute, dass du glaubst und handelst. Dass du diesen Tatsachen von Gott einfach Glauben schenkst. Und wenn du sagst, das funktioniert einfach nicht, das ist einfach ein Witz, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Könnte es sein, dass du dich einfach zu einer christlichen Idee bekehrt hast? Dass du vielleicht einfach den Eindruck hast, es geht darum, als Christ ein bisschen religiös, ein bisschen fromm zu sein, ein bisschen dein Herz frömmeln durchs Leben? Es geht nicht um das. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, geht es darum, dass ich in einer Beziehung mit meinem Gott lebe und in einer lebendigen Beziehung. Dass ich mit meinem Gott unterwegs bin, mit ihm reden, zu ihm kommen und das voll auskosten, was er mir zur Verfügung gestellt hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann sind deine Sünden vergeben. Dann darfst du zu Gott kommen. Dann ist alles weg, was irgendwie dich hindern könnte. Du bist herausgefordert, das sagt die Bibel immer wieder, dass wir versöhnt leben sollen, dass wir immer wieder alles, was zwischen uns und Gott kommt, das nennt die Bibel Sünde. All das, was zwischen mich und Gott in die Beziehung hineinkommt, dass wir das immer wieder wegtun. Immer wieder umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid. Wenn du das lebst und nach Gottes Willen bettest, und vertraust, dass Gott das machen kann, dann steht nichts im Weg, dass Gott einfach da ist für dich und du zu ihm darfst kommen. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht da ist, immer, sondern das Problem ist, dass wir eben nicht glauben und darum nicht zu Gott kommen. Jesus hat gesagt, kommt her, alle, ihr mühselig und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich kann es vielleicht anders ausdrücken. Alle ihr, die mega Stress haben, wo es im Moment einfach nicht läuft, wo vielleicht mega unten sind mit ihren Gefühlen, wo einfach frustriert und es passt einfach alles nicht. Da sagt Jesus, komm zu mir. Ich möchte dir Ruhe und Frieden schenken. Und vielleicht sagen deine Gefühle jetzt, ich möchte nicht, ich kann nicht, ich habe es nicht verdient. Sagt die Bibel, es stimmt, du hast es nicht verdient. Aber ich habe alles gemacht, sagt Jesus. Ich bin für dich gestorben. Ich habe deine Schuld getragen. Vielleicht sagen deine Gefühle, hey, ich kann nicht wegen dem und dem.
Gott sagt, du musst auch nicht können, ich kann es. So ist wichtig, dass wir den ganzen Gedanken, die wir haben, dass wir Gott reinnehmen und fragen, was denkt Gott dazu. Und nicht einfach irgendwelche Sachen spinnen, sondern dass wir wirklich auch fragen, was sagt die Bibel. Das ist ein Bild, wenn man das anschaut, von dem Lebenshaus von einem Better, wo ich total überzeugt bin, dass es sich lohnt, so zu leben. Ein Leben zu führen von jemandem, der sagt, ich will mein Lebenshaus auf der Grundlage von Gottes Tatsachen stellen. Das in Anspruch zu nehmen, das ist einfach der Hammer. Und es sagt niemand, dass es immer wird einfach sein wird. Es sagt niemand, dass Gott einfach alles muss erhören muss. Wie gesagt, er ist nicht unsere Wunschfee oder sonst etwas. Aber es lohnt sich absolut, in dieser Beziehung mit dem Gott zu leben. Und in einer Beziehung sagt der andere auch nicht immer Ja. Das ist eine komische Beziehung. Aber Gott sagt Ja zu mir. Gott sagt Ja zu dir und will mit dir unterwegs sein. Und mich motiviert das mega. Mich motiviert das, mich spornt das auch, dran zu bleiben. Auch dann, wenn meine Gefühle mal einfach weg sind, wenn das da leer ist und es einfach nichts da ist, dann sage ich glaube an die Tatsachen und ich will darum Schritt machen und weiter dranbleiben. Und dann kommen wieder Gefühle. Und da möchte ich uns allen Mut machen, dass wir auch sagen, ich will das machen. Ich will heimkommen. Ich will zu meinem Daddy kommen, zu meinem Vater im Himmel. Und egal, ob meine Gefühle da sind oder nicht, ich will mich bei ihm auf der Schoß sitzen. Wisst ihr, das gibt ja nichts Schlimmeres eigentlich, dass unsere Gefühle uns am Schluss daran hindern können, dass wir zu Gott kommen. Es ist wie wenn ich sage, ich liebe total meine Frau. Aber meine Gefühle sagen mir, ich habe es jetzt nicht verdient, zu ihr zu kommen, darum gehe ich nicht zu ihr. Und rede nicht mit ihr, weil ich es nicht verdient, warum auch immer. Das ist völliger Blödsinn. Unsere Gefühle dürfen uns nie hindern. Wir dürfen zu Gott kommen. Gott hat gesagt, du hast eine offene Tür bei mir. Du bist bei mir daheim und ich will, dass du zu mir heimkommst. Und in dem Sinne möchte ich jedem da Mut machen. Ich weiss nicht, was du aufgeschrieben hast zum Thema, was dich blockiert. Was dich hindert, einfach zu Gott zu kommen, frei zu beten, zu deinem Vater zu kommen, mit ihm zu reden, wie ein normaler Vater, der dich mega liebt. Und das ist besser als jeder Vater, den wir auf dieser Welt haben können. Da können wir manchmal ganz falsche Bilder haben. Aber der Vater im Himmel, der ist besser als alles und er will, dass du zu ihm kommst. In dem Sinn wünsche ich dir, dass du die Blockaden hinter dir lassen kannst, dass du dich aufmachen kannst und sagst, Gott, ja, ich möchte zu dir heimkommen. Es wäre jetzt die Möglichkeit, wenn du noch Fragen hast, vielleicht willst du etwas ergänzen, etwas, was vielleicht auch mit dem Gebet erlebt hast, muss jetzt auch nicht mit einer Predigt zu tun haben. Ich will jetzt noch beten und dann darfst du deine Frage stellen oder auch das Erlebte, was du erlebt hast, genau, das macht Sinn, einfach da erzählen. Ich möchte jetzt noch beten und einfach dir das auch zusprechen und wünsche mir, dass du das darfst in Anspruch nehmen. Vater im Himmel, danke. Danke, dürfen wir dich kennen. Und danke, bist du einfach so genial. Danke, hast du deinen Sohn geschickt, der für uns gestorben ist und die Möglichkeit geöffnet hat, dass wir einfach frei zu dir kommen. Danke, hast du einfach alles gemacht. Und danke, dürfen wir einfach kommen zu dir. Und du siehst, wo jeder steht da rein. Die einen sind vielleicht begeistert unterwegs mit dir. Andere sind vielleicht gerade so in eine Wand hineingerannt und denken, hey, es lohnt sich absolut nicht, keine Ahnung. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du jeden irgendwo berühren darfst. Und dass du jeden irgendwo darfst, einfach ins Herz reden. Amen.